Und herzlich willkommen zurück hier zu Fire Emblem Path of Radiance, Folge 78 bereits, und wir sind dabei, uns dem schwarzen Ritter zu stellen mit Ike, unserem Wunderknaben. Ja, der Rest unserer Truppe ist jetzt auch nicht so verkehrt, es könnte besser sein, aber immerhin sind Waffenlevel momentan ganz geil geworden und Zurück auch endlich Rang S und so weiter, und ja, es wird. Was noch vergessen, was wir hier unten noch haben. Ich habe nochmal ganz kurz nachgeguckt in der Pause und scheinbar wäre in dieser Truhe noch eine Bolganone drin. Das ist für unseren Fall jetzt nicht so schlimm, weil wir haben noch eine Truhe, also sprich im Lager. Und momentan, Khalil muss erst Level A erreichen, um ihn einsetzen zu können. Also es ist nicht so schlimm jetzt, dass wir jetzt Volker vergessen haben, aber naja, es ist natürlich trotzdem ein bisschen peinlich. So. Also gucken, alle bewegt, stimmt das? Jo, es stimmt, Spielerzug. Zug 14, Ike beendet und wir werden gegen den schwarzen Ritter fighten. Das wird sicher heavy. Der, den ich suche, ist in dieser Tür. Folgt mir nicht, ich gehe allein. Ike, warte, ich gehe mit! Nein, Zoen, wir müssen Ike allein gehen lassen. Der schwarze Ritter gehört ihm. Ihn zu besiegen ist ein wichtiger Schritt für Ike, um über den Tod seines Vaters hinwegzukommen. Idiotisch, wir haben diesen naiven Schwachsinn nicht länger an. Was ist... was passiert denn so? Ich denke, Ike ist mittlerweile in der Lage, die Ruhe zu bewahren und einzuschätzen, ob er einem Gegner gewachsen ist oder nicht. Wenn er das kann. Bedeutet das, dass er sein volles Potenzial erreicht hat und dann liegt es bei ihm. Das müssen wir akzeptieren. Ich glaube an Ike, ich vertraue ihm. Sein Leben gehört nicht mehr ihm allein. Ich glaube nicht, dass es so unverantwortlich ist, seine Gefährten zurückzulassen, um an einem Kampf teilzunehmen, den er nicht gewinnen kann. Bitte Sohn, du teilst auch diese Empfindungen, nicht wahr? Mir gefällt es nicht. Commander Grail, pass auf euren Sohn auf. Aber echt, ey, kann er zum Heilen und so? Scheiße. Warum bist du nicht nach Cremia zurückgekehrt? Du hattest die perfekte Gelegenheit zu fliehen. Ich will in die Hauptstadt. Nein, das willst du nicht. Der König hat angeordnet, dich hinrichten zu lassen. Das habe ich mir schon gedacht. Sei es drum, ich bin gewappnet. Du willst keinen Widerstand leisten? Ich glaube nicht daran, dass es gegen eine eurer Kräfte bestehen könnte. Das ist extrem freimütig zugegeben. Mein einziger Wunsch war es, der Person nahe zu sein, die mir alles bedeutet. Erfüllt sich der Wunsch nicht, dann ist es egal, was mit mir passiert. Mein letzter Akt der Barmherzigkeit wird sein, dir ein schnelles Ende zu bereiten. Hast du irgendwelche letzten Worte? Wenn ihr Nasir seht, sagt ihm, dass es Enna leid getan hat. Sollte die Gelegenheit dazu haben, werde ich es ihm sagen. Ruhe in Frieden. Liebster. Dreh dich um und schau mir in die Augen, schwarzer Ritter. Ich hab schon auf dich gewartet, Kind. Hast du das Mädchen umgebracht? Ich hatte es ihr zwar versprochen, aber mein Streich war nicht sauber genug. Sie atmet noch. Ich nehme sie mit. Dazu muss ich schon Gewalt anwenden. Du hast doch das gesegnete Schwert Rachnel dabei. Hier ist es, ich werde nicht zögern, es zu führen, wenn dies die einzige Möglichkeit ist, dich zu besiegen. Du scheinst klug geworden zu sein. Gut. Einen Dummkopf zu töten ist keine Herausforderung. Sollen wir anfangen? Bruder! Alia, nein, bleib zurück! Ich werde gegen dich kämpfen. Ich werde niemals zulassen, dass du meinen Bruder tötest. Alia, du gewinnst doch, oder wie? Gut, nun kann ich die ganze Familie vom Angesicht der Erde entfernen. Wow! Du willst nicht einmischen, Alia. Dieser feige Hund gehört mir. Mach, was du willst. Dieses Mal machen wir ernst. Aber sowas von. So, Ike, wo hast du Rachnel? Da ist es ja! Auf ein anderes Schwert eingetauscht, ganz schlecht. Ein Schwert gesegnet, um gegen Alundite geführt zu werden. Nur Ike kann es verwenden. Ja, lieber können wir was anderes machen. Weil kommt er eigentlich, wenn ihr mal... Gut, ich meine, sie hat ja Stärken dabei im Notfall. Muss er bereits anwenden. Könnte... Na, hier wird es nicht gehen. Verdammt, wieso geht das nicht? Okay, Leute, let's showdown! Mal gucken.
das war zu erwarten. Alter, mal 25 Schaden. Will der mich verarschen? Ragnell! Hilfe! Wie soll ich den niemals besiegen? Und wir verarschen es. 61 Chance. Und man kann mit Ali abhauen. Schön, aber der Alte garantiert auch wieder der Arsch. Ich mach nur 7 Damage. Was für eine Scheiße. Was für ein absonderliches Schicksal, das uns immer wieder aufeinandertreffen lässt. Auch dieses Mal werde ich dich besiegen. Ich habe bisher immer gegen dich verloren. Aber dieses Mal wird es anders sein. Oh. Mein Vater hat mir die Kunst des Schwertkampfs beigebracht. Wenn ich mich an seinen Lehren erinnere, kann ich nicht verlieren. Ich habe niemals daran gedacht, dass das Anwenden der Techniken, die dem Vater dir beigebracht hat, bei einem Mann, der ihn tötete, Zeitverschwendung ist. Mein Vater hat es seiner Stärke selbst beraubt, indem er sich die Sehnen seiner Schwerthand durchtrennte. Andernfalls hat er niemals gegen jemanden wie dich verloren. Ja, das glaubst du wirklich? Lass uns mal dein Schwert auf die Probe stellen. Komm, Sohn des Geweihten, zeig mir, wie stark du bist. Also eigentlich teilweise wäre es besser, wenn du ausweichen würdest. Da gehen wir dir doch lieber mal in Sicherheit. Toll, wieso kann ich eigentlich nur mit ihr ihn noch fighten? Wow! Alter! Boah, Hilfe! Da kommt der Arsch. Der hat um 6? Ey, Alter, verarscht mich selber. Ja gut, ich meine, es ist eine gute Trainingsvariante, von dem her, wenn ich immer da drauf schlage. Ich meine, ich weiche teilweise aus, er nicht, ich halte mich wieder, also solange sie von Natur gewinnen. Alter, wieso geht kein Crit? Verdammter Mist. Ne, ist ja nötig. Also recht um 6 Punkte. Ja, leck mich doch fett, ey. Vorteil! Kommt langsam mal Italien zum Zug oder was? Natürlich geil, wenn langsam mal Italien zum Zuge kommen würde. Was ist jetzt los? Beschützen den schwarzen Ritter! Mischt euch nicht ein, dieser Mann ist meine Beute, ich brauche keine Unterstützung. Oh, dann schnapp doch das Mädchen, tötet, was sie fliehen kann. Maschine von Ialia! Nein, lass nicht zu, Mann! Hey, was soll ich jetzt machen? Gegen die Fighter? Wollen wir verarschen? Gut, ich meine, die beiden kriegen jetzt noch platt, das ist kein Problem, aber wir haben ihn hier noch nicht zu vergessen, ne? Missionsnummer Zug 3, lang haben wir noch Zeit hier. Und da hat er dann mal getroffen. Gut, er ist jetzt nicht so stark. Man soll ich erstmal treffen. Ach, scheiße, ey. Mann, er weiß doch alles nicht. Das ist doch total gemein. Woher soll man so etwas wissen? Bin ich Hellseher oder was? Treff Arzt an, schlecht. Hier, schweig du Arsch. Oh, trifft sogar, geil. Wow, Alter. Schwein ist zerbrochen, ja, sehe natürlich auch. Gut, also denke ich nicht, dass die mir mit ihrer Magie was anhaben können, die sind viel zu schwach dafür. Der andere Typ da links ist vielleicht ein anderes Thema, aber da muss halt gucken. Ja gut, wenn ich es weitermache, dann er muss langsam stark genug für ihn sein. Jetzt muss ich doch langsam, können langsam mal einen Stab einsetzen. Stärkung, genau!
kann den wie oft ein... Alter Schwede, damit kann ich sehr krass leveln, ey. Okay, kann natürlich jetzt theoretisch den unten noch angreifen. Boah, Alter, wird weg. Nee. Wenn er Chance haben will, ich glaube ich nicht mehr so viel Zeit, oder? Kann das sein? Jeder Zug muss sitzen. Komm schon, mehr Angriff, mehr Angriff! Ja, Eik! Verdammter Mist! Ja, toll, so bereits, was bringt mir das? Ja, natürlich kann das Schwert besser führen, vermutlich, war ihm besser ausweichen. Jetzt kommt er mit seinem scheiß Speer da angeritten. Und Vorteil wieder mal. Mann, wieso kommt Talia nie zum Zug? Was macht er? Was macht er? Ich bin nicht stark. Nein, das gibt's doch einfach nicht, ey. Leb wohl. Hä? Was hat der gemacht? Hat der Mond eingesetzt oder was? Game over. Ja, sorry Leute, aber das war jetzt wirklich unfair. Ich wollte doch wissen, dass er jetzt eine Critical-Fähigkeit hat. Meine Fresse. War Kapitel neu starten, wollen wir verarschen? Nee. Also, da könnt ihr ohne mich machen, Leute. So, sind wir hier. Ja, so, aber zwischen Parts machen als Save States, das dürfte jetzt nicht so verwunderlich sein. Alter, den haben wir einfach weggekriegt, der Arsch. Loch, Sau, mir fallen gar keine Schimpfworte mehr ein. Moment, ich mache jetzt anders hier. Wer von euch trägt Purgativ? Hat doch irgendwie Purgativ mitgenommen, wa? Wer von euch hat Purgativ mitgenommen? Keiner. Ganz toll. Das liegt bereits auf dem Depot, ja. Liegt bereits im Lager. Schutz nie. Verdammter Mist. Ja, soll man sagen, nochmals. Es war ganz nett und so, es hat Spaß gemacht, aber. Scheiße. Wieso vor allem Talion nie irgendwie gelegentlich die Hälfte Schadens? Ja, toll, nie funktioniert. Scheiß Fähigkeit, ey. Ich wünschte, ich hätte mir IT hier beigebracht. Aber jetzt geht es natürlich nicht mehr. Wäre nicht möglich, einsetzen auch nicht. Ist doch einfach nur Scheiße, ey. Wir versuchen es nochmal. Wir kennen jetzt das Ganze. Ich hatte schon ein bisschen Angst haben, dass alle draufgenommen. Nee, nur das Schwarz-Ried das Problem. So, wie gesagt, kennen wir alles bereits. Zack, einmal getroffen. Wir retten dich, Anna, halte durch! Aber letztes Mal drehe ich schon meine Augen, schwarzer Ritter. Ich habe Ragnell hier, man sieht es zwar nicht direkt, aber ich hab's. Alia kommt hinterher geritten, weil sie sich sagen mit ihrem Bro. So. Aber den ganzen Scheiß nochmal. Ich frage mich echt, ob jetzt eigentlich alle Angriffe nochmal die gleichen sind. Also teilweise echt so, dass halt bei Fire Emblem Spielen die ganzen Prozentualchancen und so weiter sind schon bestimmt, bevor der Zug eigentlich beginnt. Also, nee, also natürlich schon vorher, aber sprich, also wenn ich jetzt Zug beenden würde, dann bevor der nächste Zug beginnt, sind schon die ganze Zeit ausgerechnet, wie ich ihn treffen kann, mit welcher Waffe und so weiter. Nicht erst bevor ich überhaupt treffe. Das ist natürlich ein little bit fies. Aber naja, ich muss auf Stärkung häufig einsetzen, sobald er verletzt ist, sofort einsetzen. Da müsste es eigentlich klappen. Da jetzt um 6 Punkte, Alter. Okay, er kann mich also killen, also sprich wegen seiner dämlichen Fähigkeit. Gut zu wissen. Das hat er schon getroffen. Was vorhin auch schon so ein zweites Mal getroffen hat, weiß gar nicht mehr. Okay, das war garantiert vorher nicht so. Also doch unterschiedlich, ja, Gott sei Dank, okay. Sonst wäre es echt ein bisschen doof gewesen.
So, bitte Stärkung einsetzen und deinen Bruder heilen. Das ist geil. Das ist weniger geil, das war vorher geiler. Mann. Tja, Leute, den Kampf werden wir vielleicht öfters sehen. Ich sehe vor allem nicht, wieso ich das ganze Kapitel nochmal neu machen muss, nur für den Kampf gegen den schwarzen Ritter. Ich meine, sorry, aber kann man vor allem sagen, dass es vielleicht mit Ragnell und Aphrodite so ist, mit den Werten, den Fähigkeiten. Weiß doch vorher alles nicht. Ich dachte, er hat ihn voll geheilt. Okay, anscheinend doch nicht. Vielleicht nochmal. Immer treffe ich ihn immer, das ist doch schön. Gut, lasse ich ihn mal in Ruhe noch. Ja, er kommt denn noch bis dahin. Ich bleibe mal hier. Setz Schweigen ein. Bei ihm bringt es natürlich nichts. Deswegen bei ihm hier. 51%! Gut. Kann also nichts mehr machen. Ich heile mich, Ike. Und du bist gleich down. Kommt vielleicht der nachher noch, aber gut. Soll kommen. Vorteil! Mann, wieso setzt du nie das... Er setzt schon wieder den Scheiß ein! Huf! Das war verdammt nochmal knapp! Alia ist voll. Gut, ich habe noch Heilmittel und so weiter. Verdammter Mist, fragt, wenn ich jetzt halt hier unten hinflüchte. Er ruft Wisch Ike da hinten noch. Sonst muss ich ganz kurz mit Ike fliehen. Und Level 12. Oh, der Stab ist einfach krass. Von dem Level her, das ist total unfair eigentlich, dass es so schnell geht. Gut, die kommen nicht so weit. Die greifen natürlich nicht an, weil sie merken, viel zu viel Resistenz, da kommen wir nie durch. Und so ein scheiß Blitz. Nee, keine Chance. Ja, keine Chance. So. Ragnell bin da voll. Jetzt kriegst du auf die Mütze. Deine Mondpower kannst du knicken. Toll, wenn noch einmal Mond einsetzt und mich sonst nochmal kriegt, dann bin ich im Arsch. Stärke! Ja, geht doch. Wow. Ja, das liebe ich doch langsam, Leute. Jetzt wird's geil. Wehe, du killst mich jetzt mit deinem Mondpower. Dann rast ich aus. Aber ganz ehrlich. Was soll der Scheiß mittlerweile? Ey, Leute! Ey, das ist nicht mehr witzig, ganz ehrlich. Was soll man machen? Ich hab doch nur Alia und Ike, was soll denn sonst da? Oh, das ist doch einfach nur... Sorry, aber das... Den kann man sich echt beschissen geskriptet. Oder programmiert, wer auch immer, dann haben sie echt beschissen gemacht. Moment, ich mache jetzt einen Save State. Sorry Leute, aber diese Überspringungssequenz geht mir auf den Sack. Du willst einfach nur einen geilen epischen Kampf haben, oder? Und der setzt der Moonpower und so weiter an. Du hast noch 2 Charaktere, muss nachher gegen 4 da irgendwie... Ja, ist klar, ist doch klar. Na, Logo. Ich meine, irgendwie fliehen und so, die Option habe ich ja nicht. Ich muss gegen ihn fighten. Und ich will ja auch. Das ist natürlich nicht so der Fall, dass ich keinen Bock hätte. Aber ein bisschen mehr Optionen natürlich dann schon gerne. So, wenn wir ganz kurz, wir machen einen Save State. Da gehen wir sonst echt auf den Sack, hey. So. Save State gemacht. Jetzt dürfte es kein Problem mehr sein. Sonst, nee, ganz ehrlich, sonst lade ich halt da ein paar Mal noch einen Feind neu. Also es kann gut und gerne, kann sein, dass noch 4-5 Parts dauert das Ganze. Mir hier der Schwarzritter nicht so. Na klar, kann natürlich jetzt schon mit seiner dämlichen Moonpower. Der zieht aber auch viel ab, vor allem vorhin 2 hintereinander, ist klar. Und nicht da irgendwie mit der anderen? Nö, natürlich nicht. Gut, Heilung. Das Gegner ist halbiert. Ja, ist klar. Der Mond. Bestimmte Bedingungen, aber ich setze Heilung natürlich nie ein. Gelegentlich. Hahaha. Gelegentlich also nie. Ich frage mich, ob der eigentlich mal nachkommen würde, aber ich glaube eher weniger. Gut. Stärkung. Wir kennen das Spielchen ja.
Und dann halt um 6, ja. Und nachher wäre es so geil, wenn es wirklich Verteidigung plus Angriff höher wäre. Da sogar Speed noch und dann sogar doppeln. Dann nochmal heilen, weil eben nochmal eine Moon Power nicht mehr weg. Obwohl, jetzt müsste eigentlich überleben, war. Er halbiert. Moment. Er halbiert sie, weil er macht jetzt momentan 20 Schaden. Das ist ja deswegen. Das heißt ja 48, genau. Und ich habe ja 28, 20. Und er halbieren würde. Er müsste trotzdem bleiben. Problem ist halt wegen 23 halbieren. Oder geht er auf 28 und halbiert sie dann? Sieht Nielsen noch geil aus. So, haben wir Stärkung. Und dann so viel heilt, wie ich gerne hätte. Vielleicht jetzt kann man schon allen noch ein bisschen mehr Magic. Naja. Ja, es könnte schlimmer sein. Es könnte schlimmer sein. So, Ike, bitte, setz mal Talion ein. Der Vorteil bringt dir hier überhaupt nichts. Ja gut, nach vielleicht dem letzten Zug, dann wäre es noch geil. Das ist echt irgendwie 8 Züge lang, bis ich den mal platt habe. Ja, das Problem, ich muss jetzt schon angreifen, weil Ike schon so weit unten ist. Oh, natürlich jetzt Quatsch. Und doch, es läuft in jeder Phase ein bisschen anders. Interessant. So, er geht auf voll, aber trotzdem nur 7 Angriff. Ausweichen! Ja, scheiße! Na gut, er würde jetzt nochmal irgendwie mit Moon Power zu kommen, kein Problem, ich würde es aushalten. Aber ich hasse es trotzdem. Wie lange geht das wohl noch gut, Freunde? Und Beschweigen bringt gar nichts. Und dein Vorteil ist doch scheiße. Aber verrechnet, wa? Ich hab mich verrechnet. Gut, haben wir einen Safe State. Meine Fresse. Nee, sorry, aber das ist jetzt wirklich. Das ist ein doofer Kampf, so. Den ist ja echt dumm gemacht. Natürlich! Wieso auch nicht? Wenn du dann einfach Moon Power immer einsetzen, klar, du bist ja der King hier. Du bist der Arsch auf dem Platz, aber du bist der King, ist doch klar. Okay, jetzt sieht 34 ab sich gerade. Nein. Mit Moon Power 34, gut zu merken. Ja, bin gespannt, ob wir es in diesem Part noch hinkriegen. Mein Kampf selbst ist ja relativ schnell gemacht und so. Draufhauen, heilen, fertig. Alter, willst du mich verarschen? Natürlich! Und nein, kann natürlich gar nichts. Oh Mann. Wieso gibt es nicht mehr Okkult oder kann ich nicht kaufen und so? Aber nee, natürlich nicht, da gibt's alles nichts. Nö. Du hast 3 Okkulte oder so, oder 4 im ganzen Spiel, das muss reichen, wenn ein Kampf hat, geht natürlich auch nicht. Hey, sorry, aber das kotzt mich gerade sowas von an. So, eigentlich sogar fast das Beste für sie. Gut, mehr Mädchen noch geil gewesen, aber egal. Also wir raten nochmal zusammen miteinander. Wäre doch geil. Ja, endlich weicht der Ike mal aus. Ich dachte schon, er kann es gar nicht mehr. Haben wir recht, wird das ein Kampf auf Leben und Tod oder haut irgendwann noch ab? Das war noch episch. Ich sehe jetzt echt nie IT an. Ich verstehe es einfach nicht. IT, Quatsch, natürlich Talion. So eine geile Fähigkeit. Nee, irgendwie kein Bock drauf. Heal it life! War natürlich jetzt mal episch, wenn er Mond einsetzen würde, aber er gar nicht trifft.
Also kein Critical garantiert, also wäre es durchaus möglich. Da sind 67%. Jetzt trifft er mal daneben, du Arsch mit Ohren. Ja, der kommt auch noch Solo von mir aus, aber jetzt mittlerweile auch scheißegal. Mann, Ike, weich doch mal aus! Ey, da gibt's doch einfach nicht. 67, jetzt kommt garantiert noch, dass der andere ausweicht, wäre natürlich auch noch geil. Seufz. Seufz for life. Oh verdammt, kann ich eine Stärke einsetzen. So, da geht's wieder. Der erwartete Kampf. Ein Kampf, der eigentlich so episch sein sollte, doch so doof gestaltet ist. Also da kommen die drei hier überhaupt nach. Ali macht sowieso keinen Schaden bei ihm, der kann höchstens ein bisschen heilen. Natürlich auch sie können höchstens ein bisschen heilen. Wow. Also das ist gerade plötzlich das Spiel gehangt. Was der schwarze Ritter sagt, nö, du hast ständig Safe State, das geht nicht. Ei, jetzt macht ein Nestzug sicher da seinen Mond. Scheiß. Ich sehe es doch kommen. Fast perfekt. Hätte ich jetzt noch Stärke mehr. Ein bisschen mehr Speed, wäre es episch gewesen. Ja, komm, mach Mond, dann haben wir es hinter uns. Boah, das hat ein bisschen gnädiger. 28 runter, schön. So, Heal at Life, wir noch 4 mal machen, also wir haben noch 4 Züge Zeit, Ike. Natürlich jetzt einfach abwarten von wegen, ja, der Typ soll mich angreifen, ich greife ihn nicht an. Aber mir führt, wir haben nicht so lange Zeit, Leute. Bis er einfach heilen kann, geil. Das wäre ein bisschen Verschwendung, aber es muss leider sein, es geht nicht anders. Nur 66, interessant. Ja, Runenzug überlebe ich sicher auch noch. Schön, ja, jetzt wird es langsam geil. Komm schon, komm schon! Maltanien und so. Ja, toll. Oh oh. Boah, das muss echt wehtun, wenn du so getroffen wirst. Was ist jetzt los? Ike! Wieso ist das hier? Was machst du denn hier? Ike, hier übernehme ich. Behalte und verlass ist Nord. Spielst du? Alter, hab ich ganz Part dafür gebraucht. Nicht nur dieses Schwert. Ike, kann ich erlauben, dass du hier stirbst. Bitte, kümmere dich um das Mädchen Edna. Nasir, ich erwartest dich hier zu sehen. Was bist du für ein Narr? Nasir! Weißer Drache? Er macht einen Critical! Er lebt! Was? Und doch reicht es noch lange nicht aus. Wieso mischt er sich jetzt ein? Ich hab beinahe gewonnen! Was ist das denn? Das kann nicht sein. Das ganze Schloss. Ich kann mich bewegen. Das kann nicht sein. Ike, das ist deine Chance. Nimm Enna. Pass auf Enna auf. Nasir! Nasir! Wie jetzt? Krepieren jetzt beide hier oder was? Ja. Das Teil ist futsch. Schön. Und jetzt, wie geht's weiter? Ich seh's wach. Gut. Das heißt, wir haben einer geredet, war? Wie fühlst du dich? Wo bin ich? In unserem Basislager. Er hat mich gerettet. Warum? Weil Nase mich darum gebeten hat. Was? Wo ist er?
Ich muss mit ihm sprechen. Nasia ist tot. Was? Er hat mich beschützt und mit dem Schwarzritter gekämpft. Das Schloss ist über uns eingestürzt. Ist das wirklich so? Dann war das kein Traum. Wer bist du? Warum dienst du König Aschnard? Ich bin Aina. Er, Nasia, mein Großvater. Du bist Nasias Enkeltochter? Für einen Berg mag es unglaublich klingen, aber wir Drachen leben tausende von Jahren. In einem gewissen Alter halten wir äußerlich nicht weiter. Ja, interessant. Und wegen Nasia, ihr müsst doch bemerkt haben, dass er euch verraten hat. Doch habt ihr mich gerettet, mich, eure Feindin. Warum? Nasia hat uns immer wieder geholfen und da konnte ich ihn nicht als Feind betrachten. Wenn es für all dies besondere Gründe gibt, würde sie mir verraten. Ich würde gerne helfen. An Nasias Stadt halt. Ich kann euch das jetzt nicht erzählen. Diese Antwort wollte ich nicht hören. Zu der Gutmachung meiner Schule würde ich euch Informationen geben. Ich werde euch sagen, wo die Prinzessin von Seonis gefangen gehalten wird. Ist doch schon mal ein Anfang. Allerdings. Aber Alter, ich wollte den Typen doch selber platt machen. Komm, Nase dazwischen, ey. Oh. Was ich dann gebraucht habe, war. Also, ein Tipp für euch, was ihr auch macht, also kämpfen wollt, bringt Ike unbedingt I-Tier bei, statt einem anderen Quatsch, was ich gemacht habe. Und vor allem auch sieht zu, dass er möglichst viel Power hat, also Stärke, vielleicht sogar Maximum hat. Viel Verteidigung und möglichst schon Level 20 ist bei dem Fight, weil das sonst... Ihr habt ja gesehen, das dauert es Ewigkeiten. Der schwarze Ritter, der kalten Herzens den Vater von Ike getötet hat, ist in den Trümmern des Schlosses verschwunden. Doch auch Nasia haben die Trümmer unter sich begraben. Also sorry, aber ein Drache, der 1000 Jahre alt wird und vor allem der schwarze Ritter, dass die tot sind, glaube ich keine Sekunde. Vor allem der schwarze Ritter nicht. Der mit seiner magischen Rüstung, der sicher überlebt. Am Ende hat er nicht preisgegeben, wie es in seinem Herzen aussieht, sondern hat mit seinen letzten Worten ein weiteres Mysterium hinterlassen. Was versuchte Ike zu sagen? Was war sein Ziel in diesem Krieg? Wonach hat er gesucht? Ikes Seele wird einmal mehr mit seiner schweren Erinnerung belastet und mit dieser muss er voranschreiten. Die Armee von Crimea und ihre Lagusa-Minuten haben den Test im Schloss Nados bestanden. Schließlich kommen sie am Ziel an, dem Schloss von Crimea. Der Gegner erwartet sie schon. Es ist niemand anderer als Aschnard, König von denen. All die Strapazen, die sie erduldet haben, wären vergebens, wenn sie hier verlieren. Der kommende Kampf wird mit äußerster Sorgfalt vorbereitet. Die letzte Schlacht rückt immer näher. Ein Auge des Hochgefühls stellt sich ein, doch Ike lässt seine Augen konzentriert auf den Pfad, der vor ihm liegt. Ja, bla bla bla. Leute, ich will langsam ein paar beenden, ganz ehrlich. Ich bin langsam durch bei Rot. Tabelle 28, noch ganz das Finale war. Dämonenturm. Master Ike, die Prinzessin Seonia ist Zügel von ihr gefangen gehalten, im Turm zu Gridnare. Woher weiß er das? Ich war auf der Suche nach Informationen und stieß so auf eine Truppe von denen, die diesen Turm bewachen. Das war die Information, die ich brauchte. Erst ein Kampf sein mag, es tut mir leid. Jetzt Vertrauen, da bleibt nur an uns ausdrücken. Gute Frage. Titania, Sohn, bei Tagesbuch wird mit einer kleinen Truppe zum Turm zum Gridnare aufbrechen. Was willst du denn da? Lien wird dort gefangen gehalten. Seid ihr sicher? Ja. Gut, dann gehe ich mit euch. Genau wie ich. Natürlich. Die Hauptarmee, hast du darüber nachgedacht, was sie tun soll? Jo, habe ich schon. Erzählen? Natürlich. Ich werde hier bleiben, dafür sorgen, dass Vorbereitung zum Sturm auf die Hauptstadt vorangeht, wie geplant. Aber wir müssen versprechen, zurückzukehren, um Lady Lien mitzubringen. Kann ich mich daran halten. Klingt fast ein bisschen so wie Fiverr. Aber egal. Ike, dankeschön. Bundesverfangungspunkt da, trotzdem geil. Ja, wieder zurück, Tschüssikowski. Boah, Leute, bin ich fettig, hey. Also erstmal, okkult, ja, muss ich unbedingt von der ersten Part noch irgendwie gucken, im Hinterkopf behalten. Erstmal muss ich hier ein bisschen was ablegen. Natürlich mitnehmen. Erstmal Ashera Stangen, das natürlich jetzt nutzen kann. Dann Purgativ, dann nimmt man noch Rettung. Schmieden braucht momentan, glaube ich, keiner, war. Den Rest lassen wir momentan noch so, das können wir in der nächsten Part noch gucken, dann macht das Offscreen und so, oder neue Waffen zuweisen und so weiter. Jetzt gucken, was wir noch alles kaufen können mittlerweile. Und, ihm noch kein Bolganon, genau, muss auch noch gucken, was, Seahawk. Wir können jetzt mal seinen Panzerbrecher, den sicher mal ablegen und sein Nebukati mitnehmen. Noch schwer zu handhaben, naja, wird er schon hinkriegen.
Plus Runenschwert, ja doch, das wird eigentlich schon geil sein. Wobei Silberschwert kann er auch ablegen. Mensch. Kann langsam nicht mehr. Ja, mit seinem Tornado. Jo, eigentlich geil, war. Kannst eigentlich das Elfenwind ablegen, weil Tornado ist ja auch für den Nahkampf, war. Genau. Hohe Stärke. Da fehlt mir also noch ein bisschen, auch für Phone und dann Donnermagie, jo, und Bulganone, alles auf A. Alles auf A, naja. Den bald noch in einer frischen Pflege mit. Ja, aber wie gesagt, Leute, ich mache alles im nächsten Part dann und vor allem offscreen nachgucken, was man machen kann. Moment, die wichtigen Sachen muss trotzdem abgelegt werden, sonst vergesse ich das noch. Das wäre ganz doof. Hab nicht vergessen, ey. Egal. Was sonst noch etwas Wichtiges, was unbedingt abgelegt werden muss, was vergesse? Okkult. Weil momentan noch. So. So, jetzt Fähigkeit noch geil. Jetzt ist natürlich jetzt zu spät. So, der Mundanhang. Das wäre echt geil gewesen bei dem, aber nee, das hätte ich anders machen müssen. Das könnten einfach nicht einmal dabei bin. Moment, ich weiß, das machen wir den nächsten Part vor allem. Blick. Wow! Das ist natürlich jetzt geil. Der Lago hätte Kolossus. Nein, Kondition als die Gegners. Die habe ich ja schon Pro gegeben, war. Ich weiß natürlich jetzt nicht, wie hoch seine Kondition ist. Aber jetzt weiter mit dem Gewicht war 17. Wir werden Rolf, aber egal. So, also ganz kurz noch nach diesem Part, Leute, sind die Bonus-EPs. Ja, plötzlich so viel. Das sind schätzungsweise noch 2 Kapitel, war. Dann spiele ich den Mundturm noch und dann das letzte Kapitel noch. Verteidigung, wow, Maximum plus 5, der Gragnell. Sie braucht nichts, das kann sie alleine schaffen. Dank den geilen Stäben schafft sie das schon. Ja, ich denke, wir werden ein oder andere auf Level S, schon, Level 20 bringen. Level S, das Waffenlevel. Mann, ja, ich bin echt ein bisschen durch, Leute. Es ist viel passiert. Und kaum etwas so, wie ich es gerne gehabt hätte. Aber naja, das ist meistens so. Schön, 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 schön. Wisst ihr was, ich bin heute ein bisschen großzügig. Boah. Und ich gebe noch ein Level. Gut, das war jetzt nicht gerade berauschend. Syrog, was soll das? Geschwindigkeit auch schon. Alter. Massier, du bekommst natürlich auch noch etwas. Wow. Das ist noch ein Unterschied hier. Khalil. Gut, dann kriegt wohl Massier doch nichts. Das ist sonst ein bisschen zu heavy. Tony auch nicht, das ist schon hoch genug. Ihm kann noch was geben. Ja, komm. Noch 3 Level vor sich, Freunde. Unser guter Sowen. Really? Ja, really. Really. Unser Wolfi-Bolfi. Ein super Scharfschütze. Du Lago kriegt noch ein paar. Und dann mache ich vielleicht nochmal ein ganz Level auf Rolf. Unser Super Berserker. Geil, Fähigkeit schon top, okay. Ui. So, ja, würde man sagen, das reicht momentan. Sogar Magie noch, okay. Gibt es einen magischen Bogen? Glaube ich nicht. Racing war natürlich nichts. Volker braucht auch nichts. Alicia auch nicht. Da werden vielleicht noch was Neues im Team, aber nö. Okay, Leute. Ich würde sagen, trotzdem jemand. Ah, sie wartet mit Geschwindigkeit, genau. Ich würde sagen, vielen Dank mal fürs Zusehen bei diesem langen Part. Danke, dass ihr jetzt durchgehalten habt. Vor allem damit den Kampf gegen den schwarzen Ritter. Ja, war vielleicht ein bisschen doof von mir, aber sorry, aber da war ich echt teilweise ein bisschen frustriert und angepisst und so weiter. Und trotzdem hat es geklappt, wie wir wollten, vor allem auch mit Waffenlevel und so weiter.
Ike hat S, Ali hat S bei Stab, Syrk hat S, Chill hat alles auf A, ganz geil. Vielleicht wird ihr sogar noch einen Silberaxt schmieden, kann durchaus sein. Auch schon A und C, auch geil. Khalil, alles auf B, mal gucken. Taoneo, Sowen auch endlich A mit Wind, ganz geil. Der ist sowieso Rang A, er muss noch ein bisschen höher, aber ansonsten ein richtig geiles Team, was hoffentlich noch geiler wird. In den ersten Parten hier ja, hier wieder bei Fire Emblem Path of Radiance. Bis dahin, ciao zusammen!